Die Nacht ist über den Sionibergen eingebrochen und die Hitze vom Tag hat langsam nachgelassen. Über dem Dschungel ist der Mond silbrig aufgegangen. Der Wolf in seiner Höhle ist aufgewacht und hat seine Wolfsfrau und die 4 Wolfskinder geweckt. In dem Moment hat plötzlich ein kleiner Schatten den Höhleneingang verdunkelt. Es war der Schakal Tabaki. Er war bei den Tieren im Dschungel nicht besonders angesehen, weil immer dann, wenn er Hunger hatte, ist er bei den Tiger und den Wölfen herumgeschlichen und hat um Resten gebettelt. Der Tabaki war zudem ein Lästermaul. Er hat über jeden schlecht geredet und Lügen verbreitet. Darum sind die Wölfe alles andere als begeistert von seinem Besuch. Tabaki, was willst du? Wir haben nichts zu fressen für dich. Ich bringe wichtige Neuigkeiten. Der Shere Khan, der grosse Tiger, ist zum Jagen in Sionbergen gekommen. 2 sind Berge. Das dürfen nicht. Auch ein Tiger muss sich an Gesetz vom Dschungel halten. Der mächtige Shere Khan muss niemals um Erlaubnis fragen. Er macht, was er will. Passet einfach auf. Mami, ich habe Angst. Ich auch. Habt ihr keine Angst, meine Kinder. Der Shere Khan ist nicht halb so stark und mächtig, wie der Schakal sagt. Er hinkt und kann darum auch nicht so schnell rennen. Und auch nicht so leislich schleichen wie die anderen Tiger. Und darum jagt er die Büffel der Menschen, weil ihm die nicht abkönnen. Der Shere Khan sucht kein neues Jagdrevier. Er ist auf der Flucht vor den Menschen. Sie werden den ganzen Dschungel durchsuchen und das Gras anzünden, um ihn einzufangen. Das kann ich jetzt gerade im grossen Shere Khan erzählen, wie schlecht du über ihn redest. Verschwind sofort aus meiner Höhle, du geschwätziger Streuner. Ich bin ja schon weg. Aber hört ihr's? Er kommt schon, der mächtige Shere Khan. Und wirklich, aus dem Tal hat man das Gebrüll vom hungrigen Tiger gehört, einem Tiger, der nichts gefangen hat und darum so hässig war.